Endlich aus der Sommer rüber. Ein Sommer von allen Rekorder und voraussichtlich die kühlsten, die wir am Rest von unserem Leben werden erleben. Der 4. Juli war mit 17,18 Grad die weltweit höchsten Durchschnittstemperatur gemessen gehen, sind dort Messungen durchgeführt gehen. Gleichzeitig war der Juli der wärmste Monat, den wir je hatten, mit knapp 17 Grad weltweit. Das sind ungefähr 1,5 Grad mehr wie am vorindustriellen Zeitalter. Die Klimakrise wird sich dem nun diesen Sommer schon ganz real gewesen, mit all den negativen Konsequenzen, die das impliziert. Weltweit ist dieser Sommer ein höchster Rekord um anderen abgestaltet gehen. 52,2 Grad am Nordwesten von China, 49,5 in der Türkei, eine Woche mehr nur bei Eis, 46,4 Grad bei Lissabon. Das sind Temperaturen, bei denen die Menschen nicht mehr können draußen Leben erschaffen. Auch an den Meeren sind weltweit höchste Rekorde gebracht gehen. Die Wassertemperatur vom Mittelmeer lag im Juli bei 21,7 Grad, so warm wie noch nie. Und in Polen haben wir einen Rekord Eisschmelz gemessen, an den Bergen hat Durchschmelzen von den Gletscher Bergrutschungen verursacht. Weltweit haben Buschbrände ganze Landschaften zerstört. Hawaii, Rhodos, Teneriffa, Kanada, Sardinien, Zypern, Algerien, Skandinavien, Griechenland. Da ist kurz darauf dann ein neuer Rekord aufgestellt gehen, nämlich 750 Liter Regen sind in 24 Stunden gefallen. Das ist so viel, wie bei uns an einem durchschnittlichen Jahr aufkommt. Und das ist auch nicht mehr an einer ganzen Ritsch von Überflutungen durch Extremniederschläge, die weltweit stattfinden. Heute in Lützeburg haben wir diesen Sommer von all dem relativ wenig gespürt. Leider ist aber das Klima nicht nur ein Sommer und die Auswirkungen von der Klimakrise sind auch nicht mit einem normalen Sommer gedient. Das ist am Moment erschreckend deutlich an den Büschern zu sehen. Den Inventaire phytosanitär vom letzten Jahr sieht, dass nicht mehr nach 15% von unseren Bäumen gesund sind. Über 60% sind an einem schlechten Zustand oder tot. Das heißt, die Büsche, die wir in Lo kennen, die werden in Zukunft nicht mehr so gehen. Damit verlieren wir nicht nur ein wichtiges Habitat für viele Pflanzen und Tiere, aber auch eine von unseren Lebensgrundlagen. Die Biodiversitätskrise wird in den letzten Jahren zu einem dramatischen Artenrückgang gefordert. Heute in Lützeburg ist besonders der Rückgang von den Arten vom Oppeland, die Sorge macht. 80% bei den Fullen sind ausgestorben oder bedroht, und auch bei den Piperlecken auf die letzten Jahre einen immensen Rückgang beobachtet. Für allem den dramatischen Rückgang von bestimmten Insekten hat einen direkten Impact auf uns. Schließlich sind 75% von unseren Nahrungspflanzen direkt oder indirekt von der Pollinisation abhängig. Gründe für den Rückgang liegen an erster Linie bei den landwirtschaftlichen Praktiken und an der Fragmentierung und der Zersiedlung von unserer Landschaft. Der Klimawandel feiert das ganz nach unten. Was wir uns oft nicht bewusst sind, ist, dass wir ein Teil von einem ganzen Ökosystem sind. Und dieses System ist nicht mehr an einer eng begrenzter Temperaturspanne möglich, am Austausch mit einer Vielfalt von anderen Organismen. Ein Zusammenspiel, das unter 12.000 Jahren gut funktioniert hat und lo am Gang ist, auseinanderzufallen. Recht viele Woche hat eine neue Etude gewesen, dass 6 von 8 planetarischen Grenzen überschritten sind. Eisenhabitat als 8 aus dem Kipppunkt ankommen. Zu Lützeburg sind wir bekannterweise Spitzenreiter am Verbrauch von Ressourcen. Was ich frage, so leben wie mehr bräuchten wir bei 8 Planeten. Dass wir nicht so viel machen können, ist kein Froh. An der nächsten Legislaturperiode müssen Weiche gestaltet gehen für die Überleben auf unserem Planet. Weiter ist der Plan.